Goedemorgen, Lebenswasser. Mijn naam is Kenneth Diesbrecht. Nu verder zo zaal die hier vandaag morgens te zijn. Welkom thuis. En voor alle van jullie voor onze livestream kijken, dan dank je voor de gelegenheid dat we kunnen aan je hem aankomen. Vielleicht aan je vorig aankomen, waar we ons van kijken doen. En op deze weg met je top God loven en prijzen van de onzinnige morgens. Ik wil gleich eerst aanvangen met de bekonmerking. We zijn in de maand van onze 21 deel van Fastenbeden hier bij Lebenswasser Kerk. En zum eind van de 21 deel van Fastenbeden celebreren, waar we een aanbedingsoefening aanbreiden hier bij Lebenswasser Kerk. Zodat we Januar den 30. zijn en er worden 2 gelegenheden zijn te met te merken, und das ist een aanbedingsoefening. Die eerste gelegenheid wordt klok 6 uur zijn en die tweede gelegenheid wordt 7:30 uur zijn hier bij Lebenswasser Kerk. So ik wil die motor spreken, goed Ruud, laat die vrienden en familie aan Ruud te komen voor deze aanbedingsoefening, Januar den 30. 4 dagen vangen we aan met onze eigen klassen, wat we eindnamen.
Und so wir trafen hier am Donnerstag, Klock 7 Uhr, hier bei Lebenswasser Kirche. Und so da waren noch 3 Mal weg sein, wo wir waren, da diese Klasse gehen. Sag mal, lieber Stein, haben wir die abgeschrieben hast für diese Klasse. Nie Donnerstag, Klock 7, wo wir uns weiter trafen hier bei der Kirche. Und vielleicht hast du die noch nicht abgeschrieben, aber die würde ich gleich nach Port unternehmen und das sind die nächsten 3 Klassen. Die kannst noch nur eine Information da schunden, die du abschreiben, vereint. Wir kriegen uns so fertig zu Feuerbord in Saßen. Wenn Feuerbord in Saßen planen wir mit 3 Gottesdiensten anzufangen, hier bei Lebenswasser Kirche. So der erste Gottesdienst wird klar 9 Uhr morgens anfangen, der zweite Gottesdienst wird halb 11 Uhr morgens anfangen und der dritte Gottesdienst wird klar 12 Uhr anfangen. So mag die dort, das ist eine goldene Gelegenheit, zum Freunde und Familie einladen. Wenn wir merken, mehr Raum hier bei der Kirche, dass mehr Menschen können Jesus kennenlernen. So lade deine Freunde und Familie ein und mag die dort. Feuerbord in Saßen, wo wir nur 3 Gottesdiensten gehen. Feuerbord in 13 und Klock 6 Uhr, hier bei Lebenswasser Kirche, weil wir ein Valentine's Day Night haben. So das war alle befriedete Lied, und auch für sie, die wollen engaged sein. Da wollen eine gute Zeit sein, da wollen Onkas ausgereiht worden. Da wollen Großredner von Seminaren kommen für den Abend. Da wollen eine gute Gelegenheit sein für die und die Früh, oder für die Person, die engaged ist, um das zurückkommen und eine gute Day Night haben. Und so mag ich das Feuerbord in 13 und Klock 6 Uhr, da wird 600 Peso Abendpaarlied kosten. Und so nächsten Sonntag, wo wir diese Tickets bei den Informationen da schreiben haben, wenn die Plan das zu kaufen. Und so mag ich das, die haben meistens nur busig einkaufen, wenn wir haben bloß so und so viel Raum hier in der Kirche, um das Day Night aufzuplanen. Und so, wenn ihr interessiert das, kommt nächsten Sonntag 3 mit den 600 Peso, dann kostet die eine Valentine's Day Night Tickets kaufen für Feuerbord in 13. Bei den Informationen da wurden auch Handen und auch Sweaters verkauft, wird sein Salz und Licht. Unsere Vision für 2022. Und wenn ihr interessiert, einen von diesen Handen oder Sweaters zu bestellen, die kosten die Information da gehen. Und die wollen bloß noch der Ummerkung bot, Jona wurde in Dardison. So wenn ihr interessiert, dann könnt ihr die Information da verdan, um die Salz und Licht Handen und Sweaters bestellen. Wenn du hier nie bist bei Lebenswasser Kirche, uns freut es so sehr, dass du bist rausgekommen hierhin. Oder vielleicht hast du einen Freund eingeladen, eine Familie eingeladen, zum ersten Mal rauszukommen zur Lebenswasser Kirche. Und so, wir wollen ein Geschenk geben zu allen, die du nie sind. Und so, wenn du nie bist bei Lebenswasser Kirche, die kosten eine Information durchgehen und die haben ein Geschenk für deine ganze Familie. Und so kommt rein in die Information durch, vielleicht hast du einen Freund gebracht, kannst mit deinem Freund tot in die Information durchgehen. Und die werden das ein Dankeschön sein und ein Geschenk geben zu allen, die nie hier sind, hier bei Lebenswasser Kirche. Jeder Sonntag, halb 11 Uhr morgens in der zweiten Klassstufe, habe ich eine Betstube gemerkt für dich. Eine gute Gelegenheit, um zwischen den Gottesdiensten kommen zum Anstehen und gebeten. Und dann zuletzt, wir ein Lebenswasser kommen ist, und das ist die Kirche. Du kannst vorbeikommen, wenn ihr an Eden fehlen darf, die kommen ist vielleicht ein bisschen ladig. Und die kommen, wenn ihr ein Paket aufstellen, ganz und sonst. Oder die kannst du kommen, kommt in den Stern mit der Geld oder in Hand bringen. Das sind alle Bemerkungen für diese Werk. Und nächste werden wir eine Zeit von Anbetung gehen. Welkom hier dat goud dient te zijn. We hebben een God die geen goed aankomt van jou en anders onbeden. Wanneer ik nog bloos den kom sei, setzt du al den Sieg. Wann wordt ik soll erst in Burg, setzt du den Burg bewegt. In Wanne gut euch den Schoten, die
stehst op für uns. Nicht kann durchstehen in jede Kraft von unserem Gott. Du dachst in den Schatten, ja, wenn's jeder kommt. Nicht kann durchstehen in jede Kraft von unserem Gott. Oh, manche Tauflucht, du stehst op für uns. Nicht kann durchstehen in jede Kraft von unserem Gott. Du dachst in den Schatten, ja, wenn's jeder kommt. Nicht kann durchstehen in jede Kraft von unserem Gott. Oh, manche Tauflucht, du stehst op für uns. Nicht kann durchstehen in jede Kraft von unserem Gott. Du darfst in den Schatten, ja, wenn's jeder kommt. Nicht kann durchstehen in jede Kraft von unserem Gott. In meiner Kraft, weg auf der Kreuz. Gib mir hin, oh Gott, ich komm dir hier zu dir. Oh, meine Angst, leid vor die Hand. Ich sing durch die Nacht, oh Gott, ich komm dir hier zu dir. Oh Gott, ich komm dir hier zu dir. Jesus, danke, dass du den Kampf gewinnt, das, und dass du den kämpfen lässt, wir können den nicht kämpfen. Aber du kannst gewinnen, in die Radsans von ewigen Tod. Dankeschön, Jesus, wir loben dich und wir freuen uns in dein Haus, wegen was du tun hast. Wir singt dem Gott wir singt dem Gott es, wir singt dem Gott Wort für ewig sind. Merk ihr Fängnis werden hoch, heim mir kein Weichwart tot mehr. Mein Gott, haft den
bloß wie Party für das Mars, wie wollen die bloß preisen, wie wollen die loben, wie wollen die bloß danken, dass wir zu dir können singen, dass du uns Gott bist, dass du uns hast Radung geschenkt, dass wir nie können, deine Life jeder Tag erfahren hat. Dankeschön, dass wir können Life leben. Dankeschön, dass du uns angenommen, dass du uns gut bist und dass du gute Dinge hast im Grund für uns hast. Dankeschön, dass du uns Frieden gibst. Dass wir können mit Frieden in uns Hart durch das Leben wohnen. Mit dir und unser Ziel hat. Dankeschön. Dankeschön Gott für diesen Tag. Dankeschön Gott, dass wir leben nicht sind. Dankeschön, dass wir können hier für die preisen. Dankeschön, dass du uns gehört hast. Dankeschön für was du hast getan. Ich habe nach 3 mit was passiert. Ich war ein bisschen Hof ab. Und ich kann euch mich moven. Ich kann, du weißt, atmen, aber ich kann mich euch moven. So schwer als ich probe zu atmen, ich kann euch. Hier alles stark, ich habe keine Kontrolle. Und dann darf ich bloß alles lösen und ich kann auch weiter atmen und dann kann ich da reden. Das passiert 2 Mal so stark. Das zweite Mal kann ich dort nennen, wo wenig Kontrolle ich will haben für den Bereich der Traum von Gott haben. Und wir wollen durchrennen, alle verstehen, wo wenig Kontrolle wir wollen haben. Ich weiß in Offenbarung, als John den Buch von Offenbarung schreibt, schrieben die auf den Insel Patmos. Als der einmal Jesus sah, der Fall han, als er dort war. Als ich durch keine Kontrolle habe, ich dachte, fuhrt an den Reich der Traum. Und da wir eine Furcht, die mich angreifen hat, aber dort wie eine Ferne Furcht. Eine Furcht vom Herrn. Jesus sagt, von dem ich leben das, horchen meine Commands. Paulus sagt in der Philippa-Kirche, schafft mit Zittern und Furcht, dass die Salvation hast.
Und das meint nicht, dass wir können nicht warten mit Worten in den Himmel kommen. Das sei lang nicht so. Die Bibel sagt auch, dass unsere Worte sind so schwierige Kadern vor Gott. Aber wenn Jesus sagt, wenn wir am Leben da und wir wollen am Harchen, und wie du vor den Reich da trauen sein, und wir haben hier bei ihr gewesen, hey, guck mal, das wäre Jesus ist. Ich laufe an und ich werde den Harchen, und wir wollen du erstmal falsch tun, Gott wird gucken, das sind die feinen Dinge, was du tun hast. Die schwierige Kadern werden reingemerkt von Jesus. Und das ist, was Jesus tut, der merkt uns rein. Und der Schlechte, der wird nach der Schlechte gucken. Das ist nicht stur. Denkst du, Jesus hat das rein alle genommen für uns. Wir haben keine Kontrolle. Gott hat alles unter Kontrolle. Einmal lässt die Dinge passieren, aber Gott ist in Kontrolle. Wenn wir Gott fürchten, dass wir nicht voran wollen singen, dass wir wollen so, und dann du vor dir trauen, bloß ganz rein sein. Wegen Jesus, wegen was heute tun hat, alles geht durch an. Nur außen Braura, du hast kein Urteil, oh, woher läuft mich, kein Freund. Heißt meine Kraft, heißt mein Aufteil, mit mir noch tun, mit mir noch vier, mit mir in den Sturm. Lud mein Leben am Bekannt. Halleluja, wir sind nicht allein. Gott läuft uns wirklich, Gott läuft uns wirklich. Halleluja.
Life kann feilen. Du deine Life Ramans ist und alles, was wir sein hat. Du deine Life zu sein ist. Du bist uns Führer. Du bist uns Freund. Du bist so nur zu uns Herr. Dankeschön, dass du so gut bist zu uns. Dass wir keine enge Gemeinschaft haben mit dir, Herr. Dass wir können nur die kommen, wenn immer wir wollen. Dass du immer du bist, Herr. Dankeschön für deine große, wunderbare Life für uns. Das ist wundervoll, dass wir können das variieren, dass Gott die läuft uns wirklich. Ein Ding erst dort hier und das andere Ding erst dort wirklich unternehmen. Und wir singen da ein paar Leute auf, dort wie wir in Prachasch. Wie wir in Prachasch und heimjück uns täglich. Und es wird Leute sagen, dann fallen wir die Geschichte bei, nicht eine Geschichte, aber was da passiert, Jahre trägt, ich bin ein junger Jung. Und de lang im Dorp kwam Amma in Praga de lang doen. Einmal de Weg, alle andere Weg kwam in Praga. Gries, nicht geboot, verlumpte Kleidersack hing ab dem Regen. Und ein Tag hat diese Mann sich bereit, dass sie wollen diesen Mann mal eine Schaden nehmen und bis mal live bewiesen, den Boden mit warmem Wasser und den Haaraufschnitt lang und Haare ganz wild, schmacker Haircut den geben, alles neue Kleider geben, den Eten geben. Wenn sie wollen am Live bewiesen. Und so ich dachte besonders, dass Leute sagen, Jesus, der hat für uns bis ans Uiterlich neue Kleider gegeben. Er sagt, je wir prachasch, je wir verlumpt, Berner in jün Hort, je wir geries, und nicht bis gut Uiterlich reingemerkt, weil ich jün Hort reingemerkt, ich habe jün von Berner reingemerkt, die verlumpte geriese Kleider, die sind tatsächlich, weil uns nicht wahrer Grund, die geriese Kleider holen. Und so, was diese Männer können tun zu diesen Pracher, die können bis üterlich, sie nie Kleider geben. Aber von Berner können sie nicht sehen, was andere, was er nicht ändern will. Und so ich will bis mit jenen Taub von der bis für Gott kommen und einmal bis Dankeschön sagen, Jesus, dass du uns hast reingemerkt. Dankeschön, Jesus. Wie wir Prachas in uns Hort, dass wir Gries an sie danken, wir Arach. Wir gingen ab in Arach, da war ich, wie wir gebungen an Arach die Dinge, was das sind wir. Und du kommst und du möchtest uns rein, wenn du glaubst uns wirklich. Du hast so eine große Life für uns und du kommst und möchtest uns kennenlernen. Und deine Kinder, neue Kleider, von Büte, von Bern, du gibst uns Frieden in uns Hort. Und von der jetzt bis alle Ehe, alle Preis, alle Dank, ja, trägt nur die, wenn du wirst uns gut. Du bist uns gut, du wirst uns wirklich gut, um uns von Prachasch noch kennenlernen merken. So wir loben dich, wir preisen dich, wir kommen bis fertig in Demut und sagen, Dankeschön, Jesus, Dankeschön, Dankeschön, für uns reinmerken. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Ich kann Ihnen Duld sagen, man, mein Vater, dass Sie sind hier was in dieser ganzen
Anbetungstijd. Ik leg deze leider wat het team ons aanleidt, maar dat zijn mij als beste leider wat zij zijn. Dat is de eenwoord van den Heiligen Geest wat hier is, wat ons plus leidt en ons moved en ons plus in de eenwoord brengt met Jezus en den Heiligen Geest en ons plus zo goed in de aanbetungstijd te zijn. Mijn vrienden, dat je hier bent van deze morgens, welkom hier. Wanneer je hier niet bent, best zo goed dat je zegt, hey kom, ik hoop je dat hier schijnt. Dat je een goede tijd hier hebt, dat je waar je toezicht veilt en ook voor al die wat online zijn, waar ons kijken van wiet en breed dankzij voor maar ons top zijn. We kijken nog manchmal derge werk naar de comments en even nu van het live is, we kijken wanneer je ons schrijven down en zo zegt ons wel van hoe je kijken down en wat een zijn als te jullie, wie spreekt best een zijn op jullie familie, wo immer je zijn, dat God wat met jullie gaan. Zo dankzij voor met Lebenswasser de top zijn online. We waren meestvoets in de boodschappen aangaan. We zijn nog in de rie van boodschappen Mien Hus. Pastor John wordt van de boodschap gaan. En nächste zondag wil ik nog een boodschap gaan aan Mien Hus. En zo we zijn meest derg met dat. We zijn in de maand zo te zijn van de 21 deel van beten en vasten. Ik hoop dat dat voor jullie een eerste tijd was. En zo ik dacht dat deze week even we allemaal niet dat ernst neemt en we allemaal niet vasten dat, dan zijn die Jan ja best wat dat verspeelt den zijn wat er is. Ik wil jullie best merken. Nog als het tijd, neem tijd te beten en vasten. En de oorzaak waarom we beten en vasten, dat we best nodig komen naar God en zien wel zegen en dat wat best goede dingen passeren in jullie leven. En ik wil ook zijn, wanneer eenmaal weer een testimony heeft en wat God heeft in jullie leven gedaan, durch dit 21 deel van vasten en beten, laat ons dat wel weten. En aan den 30ste, aan den zondag, zo overs van de vasten en beten hier even is, dan wel we hier een worship night hebben, aanbetungsavond hebben, en dan worden we wel jullie testimony, jullie zeugnis hier spelen, wanneer je wel zijn wat God heeft in jullie leven gedaan. So, denk ik wel hier hastig een klein beetje reden van onze verzameling deiner. Some weet vielleicht nicht, wat dat is, aber we hebben verzameling deiner in de kerk. We hebben 2 koppels, van der we nog een paar lied meer aan doen. En wat de verzameling deiner doen, als die schaffen met de elders taub, dat zijn niet elders, aber zij gaan eruit en zij doen met veel mensen reden. En ze voor de motor spreken, vielleicht de correction geven, vielleicht de beetje traagwijzen wat het fehlt. En zo zij komen zich aan junt alle, aan ons alle. Zij vooraan en met mensen reden, met mensen spazieren. En zo we hebben daar nog een koppel meer wat we er wel bij doen. Ander ding wat ik wil zijn, als we hebben al die diensten, de ministries zal ik zijn, en de diensten in de kerk, die hebben we een beetje opgedeeld, wer zich aan wonen dienst komt. En some doen John, Pastor John, some doen een van de andere elders, some doen de ikzelf, me en Christy. En deze verzameling deiner, dat heeft Pastor John even zijn, met Lorna Top, dat is veel meer wat ze als koppels doen. En zo Pastor John wordt deze verzameling deiner not krijgen en een zin spreken op eind. En we worden met jullie alle toppers, en het is best een vrij dat we een koppel meer hebben, wat er wellig is te eruit gaan en te deze dingen doen. So deze dienst is niet zo, waar we best abschrijven, zoals methelper, volunteers. Dit zijn verzameling deiner, wat we als elders vragen, hoe die gleich in deze arbeid te doen, wat een roep heeft van God, en basically wat we doen, als een zin spreken op dat, en aan eruit checken, om deze arbeid, deze dienst doen. So Pastor John en Lorna wil hier opkomen, en dan kunnen ze dat van hier nemen. Good morning. Ik wil vragen dat de verzameling deiner opkomt. Je hebt een Jolanda Wieb en Jacob Maria Wolf. Ik geloof Maria is niet hier, want zij had surgery, een operation deze week. En dan wil ik vragen dat Doof en Marleen willen opkomen. Je hebt Jolanda en je hebt Wolfen, zij zijn al door een langere tijd ben geweest. Zij hebben al minstens al een jaar geschafft. In het laatste jaar hebben we versucht druk te houden. En deze lied, die doen zeer goede arbeid. Einmal sagen wir, okay, zij doen de Predigtarbeit, aber zij doen sehr, sehr gute Arbeit und sind eine große Help für uns. Wir sind eine große Kirche und wir können nicht alles tun. Und meine Hauptaufgabe als Prediger nicht mit Menschen schaffen, das hier alle weiten. Und so diese Lied, die ich habe für das brücken, da sind wir sehr, sehr dankbar für. So, ich habe Wolf für Startup Jan Engen, seine Frau ist nicht hier, so ich sehe, wir in Operation. Und dann Jepp und Jolanda Wieb und Doof und Marleen. So, sie waren nu, Doof und Marleen waren nu in das Team angekommen. Und wir doen dat langsam buren, dat we jullie kunnen beter doen. En we danken jullie als kerk dat je deze lied aanneemt als zo'n
wir können mit ihnen vertellen. Manchmal denke ich, wieso können man Prediger sein? Weil sie sind Prediger. Und sie sind Menschen, die die Goven haben und wem Gott brücken das für das. Und dass die und annehmen, die Leute nicht in den Hemden kommen. Und wenn wir antworten, dass irgendwem fehlt vielleicht Mut zu sprechen oder einzelne Dinge, dann checken wir an die Hand. Oder Frauen, sie würden die Hand vorne und die nehmen an. Und so die sind Port von der ganzen Ding. Dass die up sind, dass Menschen können mit ihnen reden, ihnen tun in den Weg. So vielen Dank schön. Ich würde Frauen, dass die abschließen, und weil wir ein Gebet haben, besonders für von Marlene. Sie kommen näher aus nie nur in das, aber ich meine, sie schaffen in das anyway sowieso vielmal, und so wir wollen in das Team haben. So wir wollen alle top beten. Ziemlich Fuhrer, Dankeschön für Goven, was du gegeben hast. Dankeschön, dass wir können in Dienerek schaffen, und dass wir Lied haben, dass wir Personen haben, wem du berufen hast, die mit Menschen schaffen. Wir beten von dir besonders für du von Marlene, wo du ein Fall mit deinem Gast für das Arbeit, ja für eine Freudigkeit, ja für eine Weisheit, und wo du entleiden in das. Wir danken dir für Jakob Maria Wolf. Dankeschön für die Gute, was du entgegeben hast, und dass du entgelehrt hast, in das. Sie haben noch längere Zeit geschafft in das. Jakob und Jolanda, du hast entberufen, und sie haben auch ein Hort für das, ein Hort für Menschen. Dankeschön. Und Herr, wir leihen das Team in deine Hänge und Frauen, dass du wirst leiden und das viel sehen, was in der kommt. Du sagst in dein Wort, dass wenn wir an die glauben, dass die Schrift sagt, worden lebende Wutterström von uns ran. Und ich bete nun im Namen Jesus, dass lebende Ström von diesem Lied worden ran, nur Menschen, was halb fehlt, oder Menschen, was fehlt, und bete um ihre Arms zu führen, und was fehlt, und bete Mutter zu sprechen. Wir danken dir in Jesus' Namen. Amen. Amen. Welcome this team. Okay, ich kann darauf kommen. Schmacke Team. Dann kann ich nur ein Holidays fahren. Na, wir schaffen alle top aus dem Team, und wir haben unsere verschiedenen Arbeiten, was wir tun, aber das Team, der ist mir viel wert, wenn ich schaffe mit dichter Bier mit Ernst, und so ich freue mich sehr fern. Jacob sagt all, wir sind in der Serie von Botschaften, was wir nennen, Mien Hus. Und das kommt von Jesua her, wo Jesua sagt, dass ich und mein Hus, wir wollen dem Herrn dienen. Und weißt du, Israel, sie waren in das Land Kanaan schließlich ban, nur viele Jahre, von was sie von Ägypten waren weggegangen, und sie hatten verschiedene Dinge belebt hingewiesen. Und sie hatten immer weiter ein bisschen aufgewogen von Gott und verschiedene Gärten gedient und so. Nu sagt Jesua, nu sei in den Land, die haben das Land angenommen, aber nu ist es ihnen wohl, wem die wollen dienen. Und so wir haben ein bisschen geredet von das. Ich habe das Beispiel gebraucht durch diese Botschaften von einem Boot, von einem Mann, der sein Seilboot bauen wollte, aber er kümmert sich bloß um dort, was Buba Wutter wird. Und wenn die von der ersten Mal hier sind, habe ich vielleicht nicht euer das Bild gesehen, aber wenn ihr ein Seilboot habt, ein schweres Gewicht an ihrem Boot hängen, wenn anders, dann würde der Wind dort umstellen. Wenn der Wind schafft, boven an den Seilen, ziemlich von der Siedfläche. Und so, wenn das hier nicht reich ist, dann dreht das über Kopf. Und so, in der ersten Botschaft vertelle ich diese Geschichte von dem Mann, was sein Leben verloren, wenn er hat sich bloß um dort gekümmert, was Buba Wutter ist. Und so, von der will ich reden, und das, was unser Wutter ist, und das, was unser Wutter ist, dort ist dein Glauben an Gott. Und so, wir wollen von der ein bisschen denken an, wer ist Gott? Oder was denkst du von Gott? Und was ist dein Glauben von Gott? Wenn wir in das Leben in Sturm sind, dann wird es darauf ankommen, was dein Glauben ist von Gott. Dann wird einmal dann Worte Feind und die ankommen. Weil ich dachte, das wäre immer, dass das ganz erste Ding, was wir von dem Feind weiten in der Bibel, dort ist, dass heute kommt zu Adam und Eva sein, weißt du, Gott ist nicht ein guter Gott. Weißt du, Gott hält was zurück von dir. Gott tät für die nicht dort, was er für den Nächsten tät. Ich weiß nicht, was dein Glauben ist an Gott. Aber das ist von der die Frau für mich und für die. Was ist wirklich deep in dein Hort, dein Glauben? Glaubst du auch, dass Gott, du glaubst an Gott. Ich glaube, die meisten von uns glauben an Gott. Wir kommen immer da in der Zeit an und können uns in das Volk, in unsere Kinder, was sagen, dass es gibt kein Gott.
En zo, ik denk te veel aan, maar ik dan denk aan mijn grote 10 jaar, 2 jaar, 10 jaar, like, wat passiert met ons in de wereld, dat zou hoings leren dat het jeft geen God. En zo, wanneer we in een school zijn, een van de wereld, dan is het alles ontwikkeld, al zo'n dingen. En zo, mijn geloven aan God bestemt of mijn boot wordt recht blijven, en dat is wat omstellen. En Paulus, hij redt bij ons van, hij schrijft van dat mensen met wat hij op je hoofd heeft, die hebben schiffbruch. Nant hij dat op Hoogtisch naam schiffbruch. Like der schip is omgesteld. Dat is iets wat erg was. En je woede. En zo daar willen we een beetje van reden. En zo Jesua zegt, ik op en dat wat te mijn huis hier, en we willen dem Herrn dienen. En we hebben ons dit gezegd, er is de 3 zinnen, dat we willen mijn huis. Ik wil aan God leven. Ik wil recht aan God leven. Ik wil aan God leven dat hij is daar wat mij halten deed. En zo, wat is dien geloven aan je woede? Weet je, wanneer we bij geloven komen, dan reden we van wat we niet zijn kunnen. En in deze geschichte, de man, hij dacht bloos aan dat wat de mensen würden bewunderen. Hier aan je wat je dat keiner zijn. Du aan je wat je niemals weer zijn, dat ik dat du niet graag gebied heb. Aber als het is even kap en Wutterschwarm, dann können sie alle sein, dass wir nicht reich gebüht. Und wir können auch so dort leben. Vielleicht wenn wir da an uns selbst leben als an Gott. Und da an meine Kraft als an Gott sehen. Dann schaffe ich Buwe Wutter. Und da wird ich mich taub schaffen können. Und dort wird die Menschen bewundern. Und was die wollen checken zu mir. Und was die alle haben. Was die alle können. Und so das sind Dinge Buwe Wutter. Aber die Frage von dir ist, was von Gott hast du? Ist der Gott, an wem du glaubst? Und ich stelle mir so vor, dass die glauben an einen Gott. Was ist das für ein Gott? Ist das ein guter Gott? Ist das ein Gott, was für die streiten wird? Ist das ein Gott, was das Beste für die will? Oder ist das ein Gott, an wem du glaubst, aber du hast das nichts mit denen zu tun, wenn du glaubst nicht mal, dass er für die ist? Und weißt du, wir würden vielleicht hastig sein, dass wir glauben an einen guten Gott, aber wenn der Sturm ist püst, dann weiß ich es nicht. Und ich will von dir und Glauben reden, aber weißt du, Glauben lädt immer nun leben. Glauben lädt immer nun leben. Some van jullie willen van jou te maar goed voeren. Laat ons wel eens aan. Maar weet je, je weet niet gleich, als dat restaurant er heb eten heeft. Je weet niet mal, als die kerkjes worden zijn, je komt zum eten merken, aber je voeren da sozusagen im Glauben haben. Na, je hebt vielleicht Erfahrung von euch und das Eten gewassen und all so Dinge. Das ist ein einfacher Weg von Glauben. Ich dachte, das Weg an, dass wir dann nur viel Dinge an Internet kaufen. Ich habe mal wir dort einen Kut am Sarg kaufen. Wenn wir können nicht mal sein, was das ist. Ne? Wir sein Bilder, aber Bilder kann je entweder noch. Und so, wir sind alle meist gewandt, aber wir kaufen im Glauben. Und so, aber weet je, die geloven dat dat ding dort is, irgendwo, wer weet wo, dat we betoelen met onze creditcard verder gezien hebben, die geloven, die brengt dat leven dat ik dat koop online. En zo, eigentlich lijkt dat aan je, maar einmal dat het niet, aber er zijn veel zo'n dingen dort. We leven en geloven, aber der Punkt, wat ik wil merken, is dat dien leven wiest dien geloven. So, wenn ich sage, dat ik geloof aan een goede God. Maar ik kan niets met den te doen. Dan wies mijn leven dat ik niet zo'n geloofsstad heb. Ik zei ik hou, maar ik hou niet. En ik wens, we kunnen het verstaan dat geloven leidt immer naar een gewasset leven. Wat immer we geloven. Geloven leidt naar leven. Auf Häuser, sagt Paulus, wir sollen nicht länger Kinder sein, dass ich von verleidenen Menschen Erde lehren und schmieren lassen, und so ist die Wahlen vom Wind hin und her geschmitten worden. Und weet je, dit is wat van jou passiert in de Welt. De Welt en ons ganze Internet, ik had al 14 van geredet, dat aan Internet kost u alles watchen, alles horchen, wat het jeft in de Welt. En zo er zijn veel leren wat echt zo zijn. Alle hand, op Engels naam we de conspiracy theories, alle hand eeuwig geloofs van dingen, wat er in de wereld zijn, alle hand verschillende dingen. En zo wanneer ik niet een geloven heb,
dann kann ich gleich so sein, als ein Boot ohne ein Gewicht in der Wal, der schmied mich an, Herr, der Wal dreht mich über den Kopf. Und das war Paulus von redet zu den Epheser. Wir wollen abgewassene Menschen sein, wir wollen ein rechter Glauben haben an Gott, wir wollen ein Gewicht ans Boot haben, dass uns Boot nicht wird bloß auf dem Duel wehen und umstellen, wenn der Wind kommt. Jakobus sagt, es steht, lot aber am Glauben freuen und nicht zweifeln. Und zweifeln ist aus eine Wahl auf dem Meer. Na, Jakobus redet hiervon, dass die nicht, wenn die nicht freuen, und wenn die freuen je für die rechte Ursache. Und Dormann sagt er das. Lot am Glauben freuen. Und weißt du, wenn wir beten, oder wenn wir an Gott denken, wir denken an Glauben, wir denken an Gott, was uns halten, so, dann haben wir uns Glauben zu tun. Und einmal sagen wir, das Wal nach dem Meer, das ist ein Stück Stock, der schwammt auf dem Meer, Handträgt am Duel, wenn ich euch wirklich glauben. Ich zweifle. Und wenn wir zweifeln über Gott, und wir zweifeln über wer er ist, und das er überhaupt was mich halten, dann haben wir nicht wirklich Glauben. Und so wir wollen denken an ein Leben im Glauben. Und ich will, die sollen denken an das Gewicht in ihrem Boot. Dat is die Glauben. So, was zit dat Gewicht? Was zit dat Gewicht, wanneer het is stormig wordt? En dat is waar het viertel erop aankomt. We kunnen de goede deel zijn, ik leef im Glauben. Aber wanneer de storm puist, dat wo Glauben fehlt, en dat is waar de viertel niet is. So, wat van Gott hast du? Wirst du sein, dat Gott ein guter Gott? Und nicht bloß das sein, aber das dein Leben, dass Gott heißt ein guter Gott. In Hebräer 11, da haben wir ein Kapitel von Glauben. Und er sagt, dass der Glauben ist die Gewissheit. Ich will Ihnen sagen, die wir am Morgen, wo das geschrieben ist. Der Glauben ist die Gewissheit, dass es eine Sicherheit kann sein, dass wir dort schreien wollen, ab was wir hoffen, und es ein nicht zweifeln, so Gewissheit und nicht zweifeln, was wir nicht sein. Na, weißt du, deswegen las ich einen Satz, in der Schreiber sagt, glaub, wann die auch nicht sein kannst. Und ich sage, no, das ist ein echter Satz. Wenn Glauben ist immer und nicht sein. Immer. Wenn du sein kannst, hast du nicht mehr Glauben. Wenn du sein kannst, brauchst du nicht mehr Glauben. Dann kannst du dich sein. Das ist, wo das so leicht ist, wo wir weiterleben. Wenn das kann sein. Aber wenn es kämpft dort, was ungewohnt ist, wenn wir kämpfen dort, was bei Gott ist, wenn Gott kann nicht sein, und fertig kann Gott sein, wo Gott schafft. Und wir haben halt so lange gebeten, und das sitzt so, das passiert nicht. Und so, wir können nicht sein. Und wenn wir das Kapitel lesen, ich wollte nicht ganz durchgehen, von daher, weil ich noch ein paar andere Verse wiesen da, aber wenn wir im Glauben leben, und diese Menschen, die leben in dem Glauben, und die wollen interessante Dinge sein, was er von dir sagt, was im Glauben lebten. Aber Glauben ist die Gewissheit. Und so wenn wir mal an Gott denken, das Glauben an Gott ist die Gewissheit, und dass sie nicht zweifeln, wenn ich dort nicht sein kann, was Gott hat. Und weißt du, das wird darauf ankommt, was von Gott hast du. Wir haben einmal vielleicht einen Gott, wenn der nicht so und so wird, oder wir leben, wenn ich ein Christi, dann soll das und dort und ja, soll aber alles passieren in meinem Leben. Und wenn es nicht das, dann hast du nicht einen Gott, oder der hasst mir, oder der gleicht mir nicht, oder ich sehe ein schlechter Mensch. Verschiedene Ausreden habe ich für, wo ihn Gott nicht halten wird. Aber was lebe ich von Gott? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und so soll ich auch sehen, dass Glauben lehrt immer nun leben. Wir leben ans Glauben. Das wird wollen nicht, aber wir tun. Jakobus sagt, Glauben ohne Worten ist tot. Und ich glaube, wo er von redet, ist, dass wenn ich sage, ich glaube an Jesus Christus als mein Erlöser, dann lebe ich das Leben. Ich habe das einmal mit anders gesagt, ich sage, wenn du eine neue Geburt hast, dann hast du ein neues Leben. Wenn du nicht ein neues Leben hast, dann hast du nicht eine neue Geburt, keine Ahnung, was du sagst. Wenn Glauben lehrt, nun leben. Das in uns Leben, das sind alle Dinge, so steht. Wir glauben und denken, und das lehrt uns in ein gewisses Leben an. Und so das Leben ohne Wutter. Gott kann nicht wirklich schaffen in uns Leben, wenn wir nicht an Gott glauben. Oder wenn wir nicht glauben, das heißt ein guter Gott. Paulus sagt es dort, aber ohne Glauben ist das unmöglich, Gott zu gefallen. Denk mal, das Wort gesagt. Ohne Glauben ist es unmöglich,
Gott te gevallen. En weet je, hij zei dat geloven als de gewissheid, dat we dat krijgen worden, wat we op hopen. Wanneer we dat ook niet zijn. En zo wanneer we denken aan Gott, Gott leeft sozusagen in je Wutter. Gott hängt in ons boot. Aber mein Glauben an Gott hängt unter mein Boot. Das jetzt vielleicht gut zu sein von Besitz. Aber das, was das Boot steady hält, wird wir sein. Das, was das Boot Stability hat, dass es stehen bleibt. Und so ohne Glauben ist das allmählich Gott zu gefallen. Wenn Gott ist ein Gott, wenn wir im Glauben tun. Wie kann am Gott sein? Na, wir können vielleicht sein, was Gott hat gemerkt, was Gott hat. Bitte, wir sind aber durch, dass wir sein, das alles bloß entwickelt. Das ist, was der Feind will. Wenn wir Gott rausnehmen, dann haben wir alles verloren. Und so, ohne Glauben ist es allmählich Gott zu gefallen. Er sagt wieder, wenn Gott kommen will, muss Glauben, dass er ist. Und dass er die belohnt, die am ernstlich sehen. Ich will an diese zwei Dinge andenken. Er sagt, ohne Glauben ist allmählich Gott zu gefallen. Wenn Gott kommen will, oder wenn man Gott will schaffen, wer will handeln, dass Gewicht soll in ihrem Boot sein, der muss zwei Dinge haben. Er muss glauben, dass Gott ist. Das ist, wohin der Teufel Gott will rausnehmen in dein Leben. Wenn du nicht mehr an Gott glaubst, dann hast du das Foundation, dann hast du das Gewicht, das ist wahr. Das ist, was gelehrt wird in der Welt von dir. Alles ist entwickelt. Gott ist, das gibt kein Gott. Und so, ich sehe ein Atheist sein, so, ich glaube nicht mehr an Gott. Some von ihnen kennen, some sagen dort. Und so, das ist, wo wir hingehen, mehr und mehr. Ich sehe in vielen Sünden, dass die Bibel, das sagen, dass die Leute, wo Menschen aufholen von Gott. Das ist, wo wir von dir sind. Ich sehe in vielen Sünden auch, dass sie sagen, dass von der 70% von sogenannten wahrgeborenen Christen glauben nicht mehr, dass Jesus ist der einzige Weg zum Vater. Und so, was wir davon glauben, das wird eben dem, das jetzt in uns Leben an, und so, das wird uns leiden. Aber das ist das erste Ding, dass Gott existiert. Na, die meisten von uns sagen, wir glauben an Gott, wir haben von klein an gelehrt, dass Gott existiert, aber das ist du wirklich. Das ist wirklich. Because wenn er das ist, das ist in dein Leben zu sein. Glauben lädt immer nur leben. Und so, wenn ich sage, dass Gott existiert und ich lebe aber bloß in mir selbst, ich lebe bloß in mein Geld, in meine Kraft und was ich kann tun, ich kümmere mich never um Gott, ich kann nichts mit Gott tun, aber ich glaube, Gott existiert, dann der wirkliche Wahrheit ist, dass du glaubst nicht, dass Gott existiert. Aber wenn du glauben hast, und du glauben, wenn der lädt dich in dein Leben. Und so wirkliche Glauben lädt ein Leben. So Gott existiert. Das ist die Nummer 1 Ding, wo du entweder glaubst oder nicht glaubst. Und der zweite Ding ist, wenn du glaubst, dass Gott existiert, glaubst du dann, dass er ein guter Gott. Und wenn wir auf wir glauben, dass er ein guter Gott oder nicht, dort hat viel mit uns Leben zu tun. Besonders wenn das kämpft im Sturm oder da kommen Dinge in uns Leben und wir wissen nicht, wo wir hin wollen oder was alles passiert, dann ist es so leicht, nur dort zu drehen, wo wir sein können. Oder nur dort zu drehen, was wir kontrollieren können. Und so, wenn wir glauben an Gott haben, da sind Dinge in uns Leben, wo wir nicht kontrollieren können. So Snickers sagt, da sind Dinge in uns Leben, wo wir nicht kontrollieren können. Und wenn wir vor Gott stehen, vor seinen Thron, da sind wir sozusagen ganz in Kontrolle, was sie ganz handeln an was Gott tut. Du hast keinen Lawyer, was eine Halle hat, was für mich kann sein, oh, das hat so und so viel Geld zu tun, oder das und ja. Und so, Gott existiert und er wird belohnt. Die zwei Dinge leiden dein Leben. Und so, wenn du sagst, dass du glaubst, dass Gott existiert, und du sagst, dass ich glaube, dass Gott ist ein guter Gott, ist dort dann der Gott, was dein Freund ist. Ist dort der Gott, wo du handelst, wenn du Trouble hast. Because dein Glauben an Gott lädt ans Leben. Entweder lädt ans Leben, zum Beispiel, wenn ich an mich selbst glaube an Gott, dann habe ich ein Leben, wo ich bloß mit mir selbst, mit meiner Kraft, mit den Dingen, was ich kann tun, die Dinge, was ich kann kontrollieren, ich will mir alles ausfegen, wenn ich sie klug und ich will nach länger in der Schule gehen, oder was immer das alles braucht, aber ich will das alles selbst tun, because ich sie in Control. So dann glaube ich nicht an Gott, dass er existiert oder dass er belohnt, dass er gut ist.
Aber wenn mein Leben ein Leben im Glauben ist, und ich kann Gott nicht sein, aber ich glaube, er existiert und ich glaube, er hat ein gutes Ding versprochen für mich. Und weißt du, wo wir dort schreien, dort ist da nicht wichtig, wenn ich glaube an Gott. Er sagt, wir leben nicht in der Zeit, wo wir glauben und noch nicht, oder wir leben in der Zeit, wo wir glauben und noch nicht, wo wir sein. Das ist, was Paulus sagt zu den Korinther. Das ist uns schwor, zu glauben, wann wir nicht sein können. Besonders, wenn dort von dir fehlt zu ändern. Und nu krijg fehlt mir eine Antwort. Von dir krijg moet je mal was ändern. Von dir moet Gott mir mal heilen. Like, was immer das Ding ist. Und so vielmal leben wir nicht in sich in uns Leben, wenn wir glauben nicht wirklich, dass Gott ein guter Gott ist. Na, so ich sage, ich glaube, die meisten von uns glauben, dass Gott existiert. Aber dass er ein guter Gott ist. Dass er ein Gott ist, was alles gibt für die. Dass er ein Gott ist, was sozusagen der zweite und dritte Meal für die hat. Das ist ein ganz anderes Ding. Und so wenn wir, besonders wenn wir durch schwere Zeiten gehen in uns Leben, dann bei einmal kommt es darauf an, dass wir wirklich an Gott leben, das heißt ein guter Gott. Wenn wir, dann würden mein Kind nicht so leiden brauchen. Wenn Gott ein guter Gott wäre, dann würde das nicht passiert sein zu meiner Familie. Wenn Gott wirklich ein guter Gott wäre, dann würden da nicht so viele Menschen leiden in dieser Welt. Und weißt du, das ohne wenn wir es durcheinander lassen, wo wir sagen, wenn Gott wirklich ein guter Gott wäre, dann würde das nicht passieren. Ich habe mal vertelt von einem Mann, was mir mal mehr ist, kann ich mir auch über den Kopf stellen. Und das Mann haben wir, viele von Ihnen kennen Billy Graham. Billy Graham ist gestorben, aber haben wir einen von den geratsten Evangelisten in den letzten 100 Jahren. Und er schafft mit einem Mann, Charles Templeton, heute. Als der junge Mann wie Charles Templeton, dort wie ein Evangelist. Und der schafft, als Fair Billy Graham deed. Und Billy Graham, der schloot sich an von Anfang an seine Dinge. Aber dann einmal, dann ging das Mann, das Charles Templeton, er schmeißt sein Glauben wasch an Gott und er schafft Lebenszeit, zum beweisen, dass es kein Gott gibt. Und so er schreibt Bücher, zum beweisen, dass es kein Gott gibt und all solche Dinge steht. Und was ihm durch anbracht, eines von den großen Dingen, was ihm durch anbracht wird, dass sie reisen in der Weltraum zum evangelisieren. Und er sagt, in Ländern, wo sie reisen, wo sie hinkommen, wo Kinder doodhungern, wenn sie nicht genug zu essen haben. Und er sagt, entweder oder, Gott ist 100% kraftlos, das ist ein böser Gott, das ja verhebt kein Gott. Aber ein liebender Gott würde nicht Kinder doodhungern. Keine Eltern würden ihre Kinder mit Fleet doodhungern. Und so sagt, ich sehe durch mit das Gott, like so ist diese Welt dreht, das schafft nicht. Und so schmeißt alle fort und schafft Lebenszeit, jeden Gott. Lebenszeit schafft mit Bücher schreiben, Artikel schreiben in der Post, all diese Dinge, zum beweisen, dass es kein Gott gibt. Und ich ging durch eine schwere Zeit in meinem Leben, und wir wohnen in Kanada, und ich ging durch in der Dorf, wo wir wohnen, Tillsonburg, Ontario, da ging ich in den Mall, und wenn du ein Bäckerstuhl hast, dann mache ich dann an, weil das bloß weg ist. Und das erste stand das Buch da, und das Buch das heißt Adeu to God, Farewell to God. Und so ich kaufte das Buch, wenn dort wir kriegt, wo ich will. Ich will auch ab den Punkt, like, bloß mal alles gut haben und fertig. Und ich bin sehr dankbar für das, dass ich nicht habe. Aber welche Menschen kommen dann einmal ein Leben, wo haben oder wo nennen, und wir sagen, Gott ist nicht ein guter Gott. Und so die Frau ist, wie an Gott leben. Und weißt du, ich kann nicht alle Antworten auch nicht, für wo wir so verlieben in der Welt ist und all die Dinge. Aber die Frau ist gläubig an Gott. Er sagt es dort in Hebräer, sagt, ohne Glauben ist allmählich Gott gefallen, wie man glaubt, dass er ist und dass er belohnt. Und weißt du, wo Gott belohnt, da muss uns ein Dank sein. Wir wollen das hier haben, wir wollen das von dir haben. Wir wollen das all gestern haben. Wir wollen hier die Heilung haben. Wir wollen hier Belohnung haben. Aber Gott existiert und er belohnt. Die zwei Dinge musst du haben, zum Gott wohlgefällig sein. Die zwei Dinge müssen fast sein unter dein Boot, als stellt dein Boot über den Kopf.
Und daher ist es wichtig für uns, dass wir uns selbst fragen, was bleibt. Und so Gott sein Gott sein als der Erde, wo beim Glauben an Gott wohnt. Das soll ich auswendig lernen. Gott sein Gott sein, also dass Gott ein guter Gott ist, das ist die Erde, wo beim mein Glauben wohnt. Wenn ich diese Erde nicht habe, dann wohnt mein Glauben nicht. Wenn jemand glaubt, dass Gott existiert und dass Gott ein guter Gott ist. Und wenn ich dort zwei Dinge über zweifeln, dann sehe ich so aus Jakobus von Red, wo der Hahn und Herr werden mehr, und das einmal mit tun, wo ich mich feil. Von der feil ich mich nicht so gut, so dann ist es ein dummer Gott. Von der feil ich mich so fern, und dann ist es ein guter Gott. Und vielmal lebe ich es dort. Unsere Feilungen sind, das sind uns Glauben, und du lebe ich. Und wenn wir nicht feilen können, wir können nicht sein, bleibe danach, dass Gott ein guter Gott. Und wenn wir nicht tun, dann sind wir in großer Trouble. Dann euer Luther stellt uns Boot über Kopf. Und so Gott seine Wege sind gut. Ich habe dort wirklich in Hort sein. Gott seine Wege sind gut. Wer ist so klug, dass er das versteht? Wer hat Verständnis, dass er das an sich? Dem Herrn seine Wege sind reich. Und wir würden einmal gleich im Pferd sein. Na, das schrift Hosea, der Prophet, und er sagt, dem Herrn seine Wege sind reich, und der Weg gerecht ist, hält sich an dich, aber der Sünder verstorbt sich an dich. Und so, wenn ich wirklich glauben habe an Gott, und Gott sein weiches Reich, und dort ist der Grund, auf was ich bin. Gott sein weiches Reich, wenn es für mich auch 100% kein Sinn merkt. Und so ich glaube dort, ich sehe gerecht, ich glaube an Gott, ich sehe gerecht, und ich hole mich an den Glauben. Und der Glauben, der hängt an mein Boot, und den habe ich da fast angeschraubt. Und der Wind, der pust hin und her, und merkt alle nicht sehen, aber dem Herrn seine Wege sind reich. Und ich glaube dort wirklich von Horten. Dann lot den Wind pusten. Dann lot den Feind kommen sein, weißt du, was Gott hält, was treu für dich. Wenn du das noch wirst, dann wieder schein gehen. Oder wenn du dort wirst, dann wieder schein gehen. Und wir leben alle in dort, dass der Feind noch ans kommt und sagt, wenn du das noch hast, dann ja. Aber weißt du, Gott hält, was treu von dir. Das ist einer, die nicht hält, du bist ein schlechter Mensch, oder Gott gleicht dich nicht, oder Gott kümmert sich nicht um die. Der andere ja, aber die nicht. Verschiedene Dinge bringt der Feind an uns nach. Aber ich habe wirklich von Horten sein, dem Herrn sein Weich ist reich. Und so das ist wichtig in uns Leben. Er sagt, so viel Hecher aus dem Himmel über die Erde ist, und so viel Hecher sind meine Wege aus deine Wege, und das mein Denken aus dein Denken. Und so wenn ich einen Glauben habe an einen Gott, wo du ein guter Gott ist, heißt ein guter Vater, heißt wirklich du für mich. Und wenn ich auch nicht sein kann, und das sitzt vielleicht gleich so, aber dann kann ich sagen, weißt du was, ich sehe einen Mensch. Und Gott ist Gott. Gott ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und Gott seine Wege, die sind so viel gerade aus uns. Weißt du, wir haben Geschichten in der Bibel. Alle haben interessante Geschichten von wo Gott mit Menschen schafft. Eine, wo ich das Werk und dachte, wie Josef. Josef hat wir in Ägypten verkauft als ein Sklaven. Er saß in Gefängnis und nichts mehr gesehen. Und weißt du, was er sagt? Jedes Mal sagt er, als er in Potiphar sein Haus schafft, dann sagt er, dass Gott sehen, was Josef tut. Okay, so wenn Gott das wirklich sehen, was Josef tut, wohin haben sie ihn dann in Gefängnis nehmen? Und dann ist er in Gefängnis wieder, dann sagt er, er hält sich an Gott, und Gott sehen, was er tut. Und durch diese ganze Zeit, Gott sehen, was Josef tut, aber das sagt er nicht nur. Wenn er wirklich tut, dann würde er nicht sein Gefängnis gewesen, nicht? Oder wenn er wirklich tut, dann würden die Brüder ihn nicht haben verkauft. Und so, da wären alle Dinge, was arg wäre. Aber du, Mädelmann, ist ein Streck, was er sagt, Gott ist ein guter Gott. Und er hat einen Plan. Und mit Gott hat ein weit größeres Bild, als wir haben. Und so, wenn da was passiert in uns Leben, was wir nicht verstehen können, und uns ist das vielleicht so, dass es bloß kein Sinn. Und das ist bloß ein solcher dummer Ding. Dann werden wir dann denken, dass Gott seine Wege sind weit größer als unsere. Gott hat eine Ewigkeit im Sinn. Er ist viel höher als wir sind. Und so im Glauben leben meint, dass wir dort glauben, dass Gott seine Wege sind reich und gut. Und so, wenn du wirklich fest in das Glauben stehst, dass Gott ist ein guter Gott. Und du hast das Gewicht unter dein Boot angehangen. Und das ist der fest. Und das hat sich korrekt, was der Feind sagt, das hat sich korrekt, was meine Geschwister tun, was meine Eltern tun, was die Welt tut. Aber Gott, als mein Vater, ist ein guter Gott. Gott hat guter Erfolg versprochen.
En so ik geloof dat God existiert en hij beloont. Vielleicht nicht hier. Weet je, wanneer we Hebräer 11 würden durchgehen, dann kommen wir bei Vers, wo ihr sagt, dass diese Menschen, like die Glaubenshelden, namen wir einmal die Menschen, die im Glauben lebten, die starben alle, ohne zu kriegen, was versprechen wir. Das ist mir ein sehr interessantes Ding. Und zu glauben, Gott sein Wort leben und durch ein Leben kraken down, wo ich mich feil will, Gott hat einen golden Erfolg versprechen. Das ist, was es meint zu sein, dass ich glaube, Gott existiert und dass er belohnt. Und so das ist mein Glauben. Gott sein Wort bleiben. Das ist einfach Glauben, was die Schrift sagt. Ich kann es von dir nicht sein, von dir merkt es nicht sein. Ich weiß nicht, von wann er wird, vielleicht niemals in dieser Welt. Aber ich glaube an Gott, dass er existiert. Er ist mein himmlischer Vater, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Und ich glaube, er ist ein guter Gott. Ich glaube, er will das Beste für mich. Ich glaube, er wird mich leiden mit großer Erfolg. Oder er hat großer Erfolg versprochen. Und weet je, da kann sein, dass dieser Erfolg erst deine Ewigkeit bei Gott. Vielleicht wird Gott dir auf dieser Welt sehr wertvolle Dinge geben, aber sehr viele Menschen, die leiden in dieser Welt, die sterben in dieser Welt, die sind krank in dieser Welt. Das sieht nicht danach, dass du ein guter Vater dahin. Bloß einfach menschlich non-geschickt, wird wir sein. Wird das hier auf seine Freude, nicht? Like, sei mal Gott auf und stirb, like, das hält ja alle nicht an. Aber uns Glauben, das ist das Gewicht in ihrem Boot. Er sagt, das sind alle im Glauben gestorben und haben nicht gekriegt, was an versprechen wir. Und das wurde Gumm am Himmel abkommt. Wenn ich sage, dass ich glaube, Gott ist ein guter Gott, aber er tut es nicht für mich. Was meint das dann? Das ist, wo Glauben auf dem Himmel abkommt sozusagen. Das ist, wo Glauben an dem Boot hängt. Gott kann, heißt der Schöpfer, aber er tut nicht. Und ich weiß nicht, wo wenig. Aber Gott kann, aber er hat nicht sozusagen das mal beschützt. Nu ist ein Augenblick passiert. Nu ist eine Person totgekillt. Und wir können das für das Leben nicht ausführen, wo Gott sind, wo tun. Und zu diesen Menschen, Abraham, und Isaac und Jakob und all die, was hier abnannt, die lebten in Glauben. Aber das war das Sache von ihnen. Sie starben ohne zu kriegen, was versprechen wir. So wird das dann nicht ein guter Gott. Aber wir das versprechen, was Gott gegeben hat, in viel Grad tritt, als uns Menschenverstand denkt. Sie werden sich dort aber sicher und Frieden sich und bekennen, dass sie hier bei jedem Mal Fremde durchwandern werden. Weißt du, von Abraham sagt es, er kijkt nur eine Stadt, was Gott bauen wird. Und andere wieder, er kijkt nach Ewigkeit. Er sagt wieder in Vers 39, und weißt du, les mal Hebräer Kapitel 11. I mean, das sind Fähne, like Menschen glauben und sie werden geheilt, Gott gibt die Todesstunden ab. Und dann, kurz nur das sagt der andere, die werden in Holf gesägt, die werden aufgekappt, die werden totgemerkt. Und das sind beide Sorten sind da. Die wird ihre Antwort zu sein, hier kriegen, was hier eine gute Erfolg haben, die wird hier eine große Antwort in Gebet haben, und die wird keine Antwort kriegen. Die sind da beide. Und die lebten beide in Glauben. Und dann sagt er von denen, sie haben aber nicht dort gekriegt, was Gott versprochen hat. Das wurde darauf ankommt, Lied. Ich weiß nicht, was in dein Leben angeht. Aber hier ist die Frage. Glaubst du in dein Hort, dass Gott existiert und dass er ein guter Vater ist? Vielleicht kannst du von dir gleich 100% Ja sein zu dort. Vielleicht kämpfst du in dein Leben nur gerade zu denken, was keinen Sinn mehr bei dir. Und du hast halt so gebet und so gepracht hat Gott, dass er die Ändernis bringen. Aber das ist noch nicht passiert. Und dann ist die Frau, bleib weg an Gott, als ein guter Gott. Jesua sagt, ich aber in Mien Hus, wir wollen an einen guten Gott glauben. Weißt du, die Welt läuft nicht an Gott.
Viele Menschen, was sich Christen nennen, die glauben Gott wirklich, dass Gott ein Gott Gottes. Ich meine, wir glauben, Gott existiert, wenn das bloß, weil wir gelehrt sind und so weiter, aber dass er wirklich ein guter Vater ist für mich persönlich, das ist ein ganz anderes Ding. Und so die Feind kommt die und sagt, weißt du was, wenn Gott die legt, dann würde das lang anders geworden sein in deinem Leben. Dann würde das lang das beantwortet haben, dann würde das auch lang geändert haben. Weißt du was, Gott legt die Gott. Du bist viel ein schlechter Mensch, oder Gott für andere Jahre, für die das nicht. Und sag mal, die Mut merken von dir. Weil wir das durchkämpfen in uns. Gott existiert und er wird belohnt. Gott existiert und er ist ein guter Vater. Gott existiert und er wird die in der Ewigkeit geben. Er hat uns alles gegeben, was uns fehlt. Er hat uns sein Sehen gegeben, er hat uns ewiges Leben gegeben, er hat uns alle geistliche Sehnungen gegeben, was der Himmel zu beiden hat. Aber ich will haben, er soll das eine Ding für mich tun und er das nicht. Und wenn er das nicht tut, dann sieht er mit Gott. Weil wir das festhalten an uns Lied, dass Gott existiert und er ist ein guter Gott. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du bist ein guter Vater. Help uns verstehen, Herr, dass wenn wir das nicht sein können, wir können nicht verstehen, was passiert, dass wir danach festhalten an die, dass du bist Herr, wir sind deine Wesen, Herr, dein Denken ist viel wieder als uns und du hast eine Ewigkeit im Sinn, nicht bloß 80 Jahre. Und wir danken dir, dass du uns Vater bist und du bist ein guter Vater. Amen. Amen. Wir bist Frauen, dass ihr bist Krieg durch das Leben, wo ihr seid, nicht rübergehen, wir sind meist Krieg durch. Und because ich glaube, dass das ist eine Zeit, wo some von ihnen bereit sind, um den Entscheidung zu merken. Krieg ist Jesus, er sieht das Fall, dass mich selber eben tun, was ihr alle tun. Das Pastor John sagt, vielleicht war deine Freunde, deine Familie, die war sein, weil die denken nicht so stur, die gehen nicht mit mir. Dass Jesus sagt, ich weiß nicht, was ihr wollt tun, aber ich habe klar, was wir wollen tun. Ich in mein Haus, wir wollen den Herrn tun. Wir wollen den Herrn tun. Und so some von uns sind, glaube ich, auch bei dem Punkt, wo ihr sollen eine Entscheidung machen. Ihr habt lange noch gewundert, und wo sie sind. Und es ist Zeit, dass ihr eine Entscheidung machen. Und so, wenn ihr die Entscheidung merkt, ihr sagt, okay, ja, ich kann das verstehen, ich mein Haus, wie wollen den Herrn tun. Na, was so? Und so, wenn somebody irgendwas fragt, na, was so? Dass ihr das dann klar habt, ihr könnt sagen, ich darf da wenn Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott, er liebt mich. Und even in diesem Umstand, was ich nicht verstehen kann, Gott ist ein guter Gott. Und da habe ich entschieden, ich in mein Haus, wie wir abstehen vor Reiches, wie wir den Herrn tun. Gut Frauen, dass ihr abstehen, und das Prayer-Team, die wird hier fertig sein, sie sind hier bereit, für ihn zu beten. Und so, wenn du bist von der und du sagst, ich kann lange noch haben, träge geduckert, und ich weiß nicht, wo sie ich sehe, ich würde bis Mut merken, von der Tag, wo die Entscheidung bis ganz klar merken sein, ich in mein Haus, wie will von der Lein tragen, wie will von der Entscheidung merken, um den Herrn zu dienen. Nicht einmal über die Lein stauben und bet in Sinn leben, und war nicht in Sinn leben, war der nächste Sinn auch ein bisschen mehr von dort hier. Aber ich glaube, von der ist die Zeit für die, um die Entscheidung merken. Wenn du bist, sie nicht bleibt, komm hier hin, komm hier nach Fern, red mit das Team hier, bet mit Antop und sei, ich will bis hier, das soll ein Zeugnis sein, ein Witness sein, soll wer mit mir stehen, ich will die dort bloß sein, dort von der wieder, weil ich den Herrn dienen. Und so, wenn du willst gleich das Team hier fährt, dort zu sein, sei, bet mit mir, hold me accountable, wenn das ist ernst. Und ich weiß, dass Gott, der ist gut, in allen Umständen, er liebt mich. Und ich will die Entscheidung machen. Wenn du bist, dann kannst du das von dir down. Ich will ein bisschen Segen sprechen ab alle von euch. Ich freue mich, dass ihr hier was. Gottes Segen mit euch. Ich bete, dass ihr sicher bleiben, ihr mit Gesundheit gesegnet sein. Und dass ihr euch leiden und führen durch diesen Weg. Und dass ihr ein bisschen Licht sein. Rückgehen in Licht sein. Und dass es klar ist, diese Entscheidung, was ihr gemerkt habt. Gottes Segen mit euch. Dort jeden von uns heilen.
tack för